Yes, und wir sind live wieder. Hallo miteinander, herzlich willkommen. Marriage Chat Number 3. Genau, Heute aus, ICF Zürich, Office. so ist im es, aus Stettbach, dem ICF im Zürich Büro. Office. Und ich hoffe, ihr hört uns alle gut. Das ist eine Genau. Verzögerung. Wir machen unser Bestes. Wir lernen jede Woche dazu. Genau. Gell? Genau, ja. Für die, die uns nicht kennen, also wir sind Dan und Marianne Jüsch. Wir leiten das ICF Ehe und Family Ministry in ICF Zürich. Wir sind seit 11 Jahren verheiratet. Wir haben 3 Kinder im Alter von 8, 7 und 3. Und ja, ich bin Australierin, bin schon... Und Schweizerin jetzt. Und ja. Schweizerin. Und Du bist beides. Genau. Und wir freuen uns auf heute Abend, wir freuen uns auf das Thema. Wir sind begeistert, wenn wir über Ehe sprechen, weil das ist etwas, wo wir merken, da müssen wir darüber sprechen, da müssen wir lernen. Eine Ehe hat man nie, eine Ehe baut man. Du oder? sagst es. Ich schaue schon richtig, Ja, du oder? sagst Ja, es. genau. Ich merke ja, dieser Sprichwort, Ja. es ist immer grüner auf der anderen Seite, oder? Ja. Es ist immer grüner beim Nachbar, aber zu sagen, nein, es ist eben grüner dort, wo man es wässert. Mir gefällt dieses Sprichwort. Ich weiß, es ist etwas Standard, aber weil es ist so, weil es zeigt etwas davon, hey, es braucht... Ehe braucht Arbeit. Ja, es stimmt, es läuft nicht einfach ohne. Also wir müssen investieren, so ist es einfach. Komm, wir beten. Wir beten Ja, auch für die wir Technik, brauchen wir beten Gebet, ja. für jedes, der zuhört. Heute Ja. Abend, das Thema ist Stolz. Und der erste Titel, mein Titel war so 5 Warnschilder, um Stolz in einer Ehe zu erkennen. Aber Dann habe ich gesagt, nein, das geht nicht, das ist zu negativ. Also wir brauchen etwas Positives. ja, genau. Und darum 5 Wege, um Stolz aus der Ehe zu kicken. Und weil ich merke, Stolz ist so ein Thema, oft, du wirst nicht sagen, ich bin stolz. Nein. Also, oder ich sehe gerade Stolz dort. Aber wenn man so, es gibt gewisse Dinge, die man sehen kann und merkt, okay, wenn eigentlich ist das wie getarnt, aber dahinter ist Stolz. Das Problem dahinter ist Stolz. Und heute wollen wir etwas dahinter schauen. Genau. Und lass uns beten, dass wir das wie erkennen dürfen, weil die krasse Stolz separiert und Ehe ist da für Einheit, oder? Ja, auf jeden Fall. Lass uns beten. You want to pray? Yeah, Lord, we thank you so much for the opportunity to just do this marriage chat and talk about this topic tonight, because we really know your plan for marriage is unity, and that humility and forgiveness is part of marriage, and that pride can be something that hinders us in marriage. So we just want to pray that through this chat tonight, you have your way. Holy Spirit, come and speak. Open up our hearts, open up our minds, speak wisdom, Lord, and let this chat just be a blessing to the couples out there. Just have your way and move, and just help all the couples that are listening, all the people that are listening, help them to just see your view for marriage and see your will and desire for marriage. Lord, we love you, we praise you, and we just invite you to speak through us tonight, Lord. Amen. 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 Thank you. Und ich möchte einfach allen, die jetzt zuhören, einfach mal ein Lob geben, dass ihr sagt, okay, ich möchte dem zuhören, ich möchte lernen, ich möchte wachsen, weil das ist der erste Schritt. Genau. Also es ist so, wir sind alle zusammen auf dem Weg, und hoffentlich können wir einander ermutigen und inspirieren. Ja. Weil oder? Und ich denke, das ist entscheidend. Yes, lass uns mal starten, okay? Point number 1, der Punkt 1, wie du Stolz aus deiner Ehe rauskicken kannst, ist, wenn du gnädig bist mit dir und mit deinem Ehepartner. Stolz sagt immer, ich brauche keine Hilfe und ich fordere von dir ganz viel. Oder? Also, du musst mir nichts helfen, aber ich fordere von dir ganz viel. Es ist ein Riesenstandard an mich selber und ein Riesenstandard und Erwartung von meinem Partner. Und wenn wir das aus unserer Ehe kicken möchten, dann brauchen wir einen Lifestyle von der Gnade, wo wir uns bewusst werden, Moment, ich habe Schwierigkeiten, ich habe Fehler, ich mache nicht alles korrekt, ich brauche Hilfe.
Und wenn ich das erkenne, dann kann ich das eben auch die gleiche Art auf meinen Partner anwenden. Und ich merke oft, der Maßstab, den wir an uns setzen, ist ein Maßstab, den wir eben auch an unseren Partner setzen. Also vielleicht bist du jemand, der sehr viel fordert, die Chance ist riesig, dass du auch von dir selber viel forderst. Das Krasse ist ja, dann passiert plötzlich, das ist ein Druck, also ich muss selber viel leisten, ich fordere von dir viel, du bist unter Druck, ich bin unter Druck. Das ist das Resultat von diesem Stolz. Und wenn wir merken, nein, da fördern wir uns gar nicht, da helfen wir einander gar nicht, merken, hey, wir möchten diesen Spieß umdrehen und sagen, hey, ich brauche Hilfe, das beflügelt meinen Partner und gleichzeitig kann ich auch sagen, hey, wenn du nicht alles checkst, ist auch gut, weil ich weiß, ich kann dir helfen. Gell? Ja, auf jeden Fall. Und diese Kultur der Gnade in der Ehe, das ist etwas, wo wir müssen entwickeln. Also es war nicht immer so bei uns. Vor allem, als wir als unser erstes Kind auf die Welt gekommen, als unsere erste Tochter zur Welt kam, hatte ich sehr hohen Anspruch an mich selber, aber auch an den Dan. Und ich wusste genau, wie es gemacht werden muss. Und ich sagte das auch an Dan. Ich war ziemlich hart mit ihm. Und vor allem, wenn er Dinge falsch gemacht hatte. Und das hat bei dir, das hat so das Gefühl ausgelöst, also das von Unsicherheit. Oder du könntest nicht einfach sein, wie du bist. Und während dieser Zeit war unser Haus oft angespannt, weil ich wenig Gnade hatte für den. Und in dieser Situation, mein Stolz war die Erwartung, dass ich alles perfekt machen müsste. Und auch diese Erwartungen habe ich auch an den Dan gestellt, dass er alles perfekt machen müsste. Und ich habe gemerkt, dieses Stolz, das hilft nicht, dass der Dan und ich, wir leiden darunter. Und das hat mit meinem Stolz zu tun, mit dem Perfektionismus in mir inne. Und während dieser Zeit müsste ich meinen Stolz auf die Seite legen, müsste ich loswerden von diesem Stolz und müsste ich eine Kultur der Gnade entwickeln mit den Dan. Es war nicht einfach, aber sehr wichtig, weil sonst haben wir immer diesen so Stress zwischeneinander und am Anfang sieht das nicht wie Stolz aus, aber das Erwartung von Perfektion, das ist auch eine Form von Stolz. Und eben während dieser Zeit mit Kindern haben wir das erlernt. Ich bin so froh, konnten wir das, weil es hat plötzlich etwas es kommt wie Freude wieder in die Ehe. Es kommt eine Freiheit in die Ehe, mega starker Punkt. Und du könntest dich selber entwickeln als Vater. Genau. Ich muss mich entwickeln. Genau, also zweiter Punkt, sehr wichtig. Ich hoffe, ihr versteht mein Hochdeutsch, ich weiß, es ist nicht perfekt. Zweiter Punkt, gewöhne dich daran, Entschuldigung zu sagen. Also, und das ist so wichtig, Entschuldigung zu sagen. Es gibt viele Dinge, die schwierig machen, sich zu entschuldigen. Es tut weh, Entschuldigung zu sagen. Manchmal fühlt man sich schlecht, manchmal ist es peinlich, manchmal haben wir das Gefühl, wir haben gar nichts falsch gemacht, wieso sollen wir Entschuldigung sagen? Oder was auch manchmal passiert, wir sagen, ja, sorry, aber ich. Und das ist keine echte Entschuldigung. Und in der Ehe, das ist so entscheidend, dass wir müssen lernen, Entschuldigung zu sagen, weil in der Ehe passieren Verletzungen. Wir werden einander verletzen, wir werden einander enttäuschen. Ja, auf jeden Fall. Es wird Streit geben, das ist normal, das gehört in der Ehe. Aber wenn wir wollen zusammenbleiben, dann müssen wir Entschuldigung sagen können. Das ist so wichtig. Und wenn wir das lernen, dann müssen wir auch lernen, einander zu vergeben. Ich denke, diese zwei Worte, Entschuldigung und Vergebung, die sind Fundament, die sind so Basis für in der Ehe, wie wir miteinander umgehen. Vergebung in der Ehe muss geschehen und es muss echt sein. Wir brauchen alle einen vergebenden Partner. Also das ist etwas so wichtig. Und dass wir können lernen, wie, sagen wir mal, Entschuldigung. Da lesen wir in Epheser 4. Kannst du das vorlesen? Seid aber untereinander freundlich, herzlich und vergebt einer dem anderen gleich, wie Gott euch vergeben hat in Christus.
Genau, also Gott hat uns vergeben und wir müssen auch unsere Nächsten vergeben. Also in einer Ehe mit Vergebung und Entschuldigung, that will run the race. Das Also, ist noch interessant, das ist eigentlich gleich wie beim anderen. Wenn ich merke, ich brauche Vergebung, dann ist es mir auch einfacher, das auch zuzusprechen oder um Vergebung zu bitten. Aber wenn ich das, aber Realität ist, es ist ja immer noch trotzdem genau. schwierig. Es ist schwierig, es ist hart, weil es kostet uns etwas. Also wir müssen uns, wenn du hast mich verletzt, dann muss ich meinen Schmerz loslassen. Wenn ich wirklich echt möchte dich vergeben, dann muss ich meinen Schmerz loslassen. Das kostet mir etwas. Ich mache mich dann wieder verletzlich. Das ist ein ganzer Prozess, wo nicht einfach ist. Ich denke, es geht auch ein bisschen gegen unsere egoistische Natur. Für mich war das, manchmal habe ich das Gefühl, es ist einfacher, an meinem Schmerz festzuhalten. Das tut weniger weh als loslassen. Aber wenn ich loslasse und ich kann dich richtig vergeben, dann öffne ich mich wieder für eine Nähe, Stark. für eine Intimität. Und ich denke, eben wenn wir sagen, wir wollen für die Ehe gehen, wir wollen kämpfen, wir wollen lange zusammenbleiben, dann müssen wir lernen, einander zu vergeben und Entschuldigung zu sagen. Total. Hey. Genau, du hast auch ein Beispiel, wie wir das erlebt haben. Ich habe definitiv ein Beispiel dazu. Ich merke, dass die Leute, welche da sind, ihr dürft gerne auch einfach immer wieder Fragen stellen in den Chat, gell? Genau. Das ist das Coole bei so einem Livestream, dass man da interagieren kann. Und ich merke wirklich selber, dass ich da bin ich immer wieder herausgefordert. Ja. Ich bin definitiv immer wieder herausgefordert. Jetzt muss ich da merken, eines dieser gibt es nicht mehr da. So. Also du wolltest noch ein Beispiel erzählen? Also ein Beispiel. Wir waren in Australien und wir hatten einen Fight, also irgendwie eine Diskussion, wo ich war etwas verletzt von dir. Aber in diesem Argument habe ich etwas gesagt, das dich sehr verletzt hat. Und Ganz schlimm, beide verletzt. das ist ja oft so. Du bist irgendwo wütend und in deinem Wut verletzt du noch jemand anderes. Oder? Und dann merkte ich, Scheiße, jetzt habe ich wirklich Bock gebaut. Jetzt habe ich etwas verbockt. Und wir gingen auseinander in diesem Streit, nicht gut. Und ich weiß noch, ich ging da zum Strand und wenn ich in solchen Momenten, da bete ich immer, weil ich merke, da brauche ich jetzt Gott. Ich weiß nicht mehr, wie man das ist ein Schmerz. Ich habe einen Schmerz, ich weiß, sie hat einen Schmerz. Und ich wusste, ich habe etwas verbockt, aber ganz ehrlich, meine erste Reaktion war, ja, aber sie hat doch auch etwas verbockt. Weißt du? Ja, genau. Und dann war es wie der Heilige Geist sagt, aber Dan, bist du bereit, Entschuldigung zu sagen für das, was du verbockt hast? Nicht für alles, aber für das und nicht aber. Man sagt ja, Entschuldigung, aber du hast ja auch, oder? Sondern nein, Entschuldigung. Und ich habe dann einfach ihr gesagt, hey, habe ihr ein SMS geschrieben, dir, und habe gesagt, hey, es tut mir leid für das war nicht gut. Und dieser Schritt, der hat ja nicht noch alles gut gemacht. Wie bei der Vergebung braucht einen Prozess, Versöhnung, all das. Aber es ist wie die Brücke von meiner Seite ging runter. Und ich habe einen ersten Schritt gemacht. Und es braucht immer jemand, der wieder einen Schritt macht. Und dann ermöglicht mir dem nächsten Partner wieder einen Schritt zu machen. Und ich merke, das ist so, ja, einfach, das ist ein Schlüssel. Genau. Und ich merke, mein Stolz sagt nein. Nein, jetzt sagst du nicht, sorry für das. Aber ich merkte, nein, das ist nicht, was jetzt Gott möchte. Und das ist nicht, was der Ehe dient. Und ich merkte, ich muss zusagen, wir Männer, wir sind dann, das erste Problem ist, wir sehen nicht einmal unsere Fehler. Und das zweite Problem ist, wenn wir sehen, wären wir zu stolz, um Entschuldigung zu sagen. Und ich möchte da einfach uns challengen. Ja. Genau, ja. Hey, let's go zum nächsten Punkt. Wenn du möchtest Stolz aus deiner Ehe kicken und wir sind in diesem kurzen Marriage Chat heute Abend, wenn du neu dabei bist, welcome. Wir streamen live hier aus jetzt dem ICF Office hier in Zürich. Schön für alle, die dabei sind. Ihr dürft gerne
vorzufragen und Kommentare schreiben in den Chat. Und da Grüße da ins Sauerland, das freut mich sehr zu sehen. Und im Tirol. Genau, darum machen wir es auf Hochdeutsch. Punkt 3 ist, sei bereit, an dir zu arbeiten und von deinem Partner zu lernen. Der Stolz sagt, ich bin perfekt, so wie ich jetzt bin. Ich bin perfekt, so wie ich jetzt bin. Aber eigentlich eine Haltung, die dich besser macht und die Beziehung besser macht, ist, hey, sagen, ich möchte lernen. Ich weiß, ich kann lernen, ich kann mich weiterentwickeln und ich möchte das. Stolz lähmt dich in deinem jetzigen Zustand. Aber Demut gibt dir eine Bereitschaft, dich zu verändern. Und ich denke, ich hoffe, ich verändere mich das Leben lang positiv. Ich habe immer meiner Freundin gesagt, sende mir keine Geburtstagsgrüße, bleib so, wie du bist. Es tönt so gut, gell? Aber es ist ja nicht eigentlich, ich möchte ja nicht gleich heute sein wie in 20 Jahren. Ich möchte geduldiger sein, liebevoller sein, freundlicher sein, weiser sein, kräftiger sein. Ich möchte mich entwickeln und das kann ich nur, wenn ich eben auch eine lernbare Haltung habe, auch gegenüber meinem Partner. Marion ist so anders, du bist so anders. Ich kann so viel lernen, aber ich kann, wenn ich die Haltung habe, nein, wie ich bin, das ist eigentlich der perfekte Norm. Das erstens bringt das Spaltung oder Distanz, aber Realität ist, ich muss so viel und darf so viel von Marion lernen. Gell? Und das heißt nicht, dass ich will dich ändern. Nein. Das ist das nicht, weil das kann man nicht. Ich kann kein Mensch ändern. Aber mehr eben so diese Haltung, dass ich grundsätzlich, ich habe Bereitschaft, an mich selber zu arbeiten, dass ich bin bereit, ich reflektiere, also ich denke, in diesem Prozess ist sehr wichtig, dass man das macht. Und das löst mega viel aus. Zum Beispiel, für mich war es nicht immer am Anfang nicht einfach, meine Predigten von Marion gefeedbacken zu lassen. Weil sie ist eine sehr harte Feedbackerin und ich dachte, ich weiß es doch, wie es sein soll. Und auch jetzt noch ab und zu, also ganz ehrlich, auch jetzt ab und zu denke ich, aber ich habe mir doch so viele Gedanken gemacht, aber ganz ehrlich, ich würde sagen, 90% von deinen Feedbacks machen meine Predigt besser. Vielleicht sogar 95%. Okay. 99%. Aber es ist einfach, eigentlich gewinne ich, wenn ich da auf deinen Input höre, weil gerade wenn man unterschiedlich ist, vielleicht habt ihr auch eine Ehe, seid sehr unterschiedlich, wir sind sehr unterschiedlich. Genau. Und das kann eine Spannung sein, aber es kann auch eine Bereicherung sein, wenn wir eben diesen Stolz rauskicken und sagen, ich möchte lernen. Das ist eine gute Einleitung für den nächsten Punkt. Also Punkt 4, ignoriere nicht die Bedürfnisse deines Partners. Und ich denke, das ist auch ein starker Punkt. Ich denke, wenn wir in der Ehe auf uns selbst konzentriert sind, dann wird es leicht, ihren Ehepartner zu ignorieren. Aber eben, du hast vorher darum gesprochen, wir müssen demutig sein in der Ehe. Wir müssen die Bedürfnisse unseres Partners genauso wichtig betrachten wie unsere eigenen Bedürfnisse. Ist Augenhöhe, oder? Ja, genau. Aber eben, es ist nicht so einfach. Wir sind ja egoistisch. Ich weiß, hallo, ich bin ja ehrlich. Ich weiß, ich bin sehr egoistisch und bei mir hat es lange gedauert, bis ich realisiert habe, dass Dans Bedürfnisse sind genauso wichtig wie meine. Und ich denke, eben nur weil eine Partei in der Ehe weniger Anspruch hat, heißt es nicht, dass seine Bedürfnisse nicht wichtig sind. Und da habe ich jetzt noch ein anderes Vers. Kannst du das vorlesen? In Philippe 2, 3. Wo habe ich das? Nichts tun durch Zank und eitle Ehre, sondern durch Demut achtet euch einander höher denn sich selbst. Jeder einander höher als sich selbst. Genau. Das ist so ein Vers, der hört sich so gut an, aber der ist sau schwierig. Ja, genau. Es tont sehr gut, demutig in der Ehe zu sein. Super, das machen wir. Aber eben, wie du sagst, Realität ist, es ist schwierig. Es ist schwierig, für jemand anderes zu denken. Es kostet uns auch etwas.
es geht ein bisschen gegen unsere egoistische Natur und ich denke, bei uns ist das, wir sind so unterschiedlich, es ist wirklich schwierig für uns. Ich möchte den schätzen, ich möchte seine Bedürfnisse wahrnehmen, aber es ist nicht immer einfach. Wir sind, ein Beispiel von uns, ganz praktisch, ich bin sehr introvertiert, der Dan ist sehr extrovertiert. Ich schätze sehr Ruhe und das 1-zu-1-Gespräch und Dan liebt die Masse. Viele Leute. Abenteuer. Und wenn wir Actionsport. wenn ich nichts, nein, danke, ich habe Höhenangst. Unsere Freizeit planen, das ist nicht einfach, es geht nicht schnell, es ist manchmal sehr schwierig, weil wir haben beide Bedürfnisse und die Bedürfnisse sind ja wichtig, wir wollen die Bedürfnisse wahrnehmen, wir haben auch 3 Kinder, sie haben auch Bedürfnisse. Wow. Je älter sie werden, desto mehr. Ja, genau, das ist schwierig, aber es lohnt sich, die Zeit zu nehmen, es lohnt sich wirklich, die Bedürfnisse auf den Partner erstens wissen und wahrnehmen und einander zu finden. Ich denke, das bringt uns auch zusammen, wenn wir unsere Unterschiedlichkeit schätzen und wenn wir die Bedürfnisse wahrnehmen, dann sind wir näher, kommen wir näher zusammen, haben wir mehr Einheit in der Ehe. Und wenn ich immer möchte, einfach erwarte, dass meine Bedürfnisse auch ihre Bedürfnisse sind, dann gibt es auch immer Konflikte. Ja, genau. Oder? Ja. Das ist wie so das Gefühl, so wie ich bin, das ist das Null plus Ultra, oder? Und das ist einfach nicht Realität. Ja, genau. Nächster Punkt. Hey, ich habe noch eine gute Frage ist reingekommen, wir gehen ja. nachher später darauf zu, ich möchte noch diesen Punkt geben, aber Alicia, wir kommen darauf zurück. Punkt 5 ist, sei bereit, Opfer zu bringen, anstatt eben, mache, was du möchtest, solange es mich nicht betrifft. Oder? Stolz sagt, hey, ich habe das verdient. Das gehört mir. Das steht mir zu. Aber wie wir in dem Bibelvers gelesen haben, eigentlich ist es, die Ehe ist da zum einander höher achten als sich selber. Und das ist so krass und so tief und so schwierig, aber das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Und opferbereit zu sein, ich merke, das fängt ganz früh an in der Ehe. Wir reden mit den Perlis, die noch nicht verheiratet sind, im Ready for Marriage darüber, weil schlussendlich kommen 2 individuelle Leben zusammen und werden eins. Und nicht alles kannst du immer überall gleich wieder ausleben. Also da braucht es eine Opferbereitschaft, zu sagen, hey, ich bin bereit, Dinge loszulassen. Ich bin bereit, Kompromisse einzugehen. Ich bin bereit, nicht mehr einfach das zu machen, was ich möchte. Für mich war ein mega Beispiel. Ich musste da sehr viel lernen. Ich werde wahrscheinlich noch viel lernen. Aber ein Beispiel, ganz ehrlich, ist, die Arbeitswelt ist ja immer noch sehr dominiert von der Mann arbeitet, die Frau weniger. Oder jetzt sind wir so weit, dass wir denken, sie darf arbeiten. Aber sie darf arbeiten, solange es nicht mich betrifft. Das war meine Meinung, die ich natürlich nicht so direkt sagte. Aber plötzlich in unserer Diskussion, wo du gefragt hast, ja, ich möchte gerne da noch mehr arbeiten und wie geht das mit den Kindern und wir haben auch eine gewisse Art, wie wir mit den Kindern betreuen möchten. Also wie können wir das alles unter einen Hut bringen? Und plötzlich bemerkte ich, dass meine tiefe Haltung war, ja, du kannst schon arbeiten, solange es mich nicht betrifft. Solange ich weiter arbeiten kann, wie ich möchte. Und das war ein riesen Moment, wo ich merke, Moment, das ist ein Stolz, das ist nicht Augenhöhe, das ist nicht dienet einander, das ist nicht achtet einander höher, das ist nicht Bedürfnis des anderen sehen, das ist nur ich, mich, meiner, mir. Bitte Gott segne alle 4, oder? Und das ist ein Prozess, den ich immer noch dran bin, aber ich merke, da habe ich bewusst gesagt, hey, wir haben gleich viel das Stimmrecht in dem und ich möchte dich unterstützen in dem. Ich hoffe, das ist mal hilfreich. Sind 4-5 Punkte, vielleicht hast du dich irgendwo wiedergesehen. Ich habe ein paar da und ich möchte das willkommen heißen in unserem Chat und vielleicht kann ich dann diese Frage von Alicia diesem Paar stellen. Und Dom und Christa Gerber, seid ihr da? Hier sind sie! Wow, Hallo, so herzlich gut! willkommen. Ey.
Schön, seid Hey, ihr ihr seht gut aus. Genau. Wow, Schön danke. aussehende. Ich auch. So gut. Hey, der Dom und die Christa sind gute Freunde von uns. Sie leiten das 180, die Teenagerarbeit im ICF Zürich. Wir haben wenige Paare bei uns, also Verheiratete. Aber wie lange seid ihr schon verheiratet? Gleich lange wie ihr, auch 11 Jahre. Ja. Juni, ja. Aber ihr habt so ein krasses 10-Jahres-Jubiläumstrip gemacht. Das war super. Stimmt, wir sind nach Lissabon geflogen für 5 Nächte. So schön. Ohne Kids, ohne Kids. Okay. 3 Kinder. Das müssen wir auch machen. Wir lernen, jedes Jahr lernen wir. Genau. Das ist schon ein Man kann guter auch Tipp, 11 ja. Jahre feiern. Es ist so, es ist so. Hey, ich habe eine Frage an euch, gerade da die reinkam. Und zwar fragt jemand, mir ergeht es in der Ehe, dass es mir oft schwerfällt zu vergeben dem Partner und mache dann auch dicht im Intimen. Ich finde das so eine gute Frage, weil sie ist so lebensnah. Ja. Und ja, was würdet ihr da einfach mitgeben? Also ich finde immer, der Sex, das ist ja das Schöne, das ist immer ein bisschen wie die Beziehung steht, oder? Das Intime. Sexualität ist das Intimste, das wir einander geben können. Es ist auch ein Indiz, wie es zwischen uns steht, oder? Und Unvergebenheit, also wenn etwas zwischen uns steht, dann ist das wirkt sich immer auf Intimität aus. Also haben wir auch schon so erlebt. Dann ist es wichtig, das anzusprechen, sonst gibt es eine Spirale, oder? Genau, verstehe ich aber auch. Wenn Unvergebenheit da ist, dann fällt es mir viel schwerer, mich auf dich einzulassen und intim zu werden. Also mir ist schon auch wichtig, dass wir unsere Sachen klären können und ich mich nahe bei dir fühle. Ja. Das ist ja wirklich so wie so ein Indiz, dass man sieht, da ist das noch nicht im Reinen, aber die Frage ist ja, wie macht man dann den ersten Schritt? Eben genau, das Vergeben, das ist manchmal nicht so einfach. Also gibt es etwas, wo zum Beispiel für euch hilfreich ist? Oder wie kann man so schnell vergeben? Vergeben ist ja immer über seinen eigenen Stolz zu springen, wenn es um Stolz geht. Ich muss meinen eigenen inneren, darf man das sagen, Sauhund überwinden und auf dich zugehen. Aber ich denke auch, damit ich überhaupt mich wirklich von tiefem Herzen entschuldigen kann, brauche ich auch eine Schulderkenntnis. Ich muss erkennen, dass etwas, auch ich daran verantwortlich bin, dass zwischen uns etwas ist. Es ist ja nie nur immer eine Seite. Aber ich denke, dass wir oft das Gefühl haben, das Problem ist nicht bei mir, sondern es ist irgendwo. Also bei dir, bei unserem Fall, oder? Das Problem ist bei dir, aber ich muss selber eigentlich erkennen, das Problem ist auch bei mir, oder? Und dann ist dann die Frage, oder vielleicht hat man eine Erkennung, das habt ihr auch schon angesprochen, und dann ist die Frage, wer ist dann wie stark an etwas schuld, oder? Aber muss man sich diese Gedanken, also ist das eine wichtige Frage? Eigentlich nicht. Ich glaube nicht, aber ich glaube, dass es eine Falle ist, die man oft reinfällt. Voll, sehe ich auch Ja, so. genau, ja. Das ist so die Schuldfrage, oder? Wer ist mehr? Weil der ja mehr ist, der sollte der erste Schritt machen. Ja. Und das ist der Haken, glaube ich. Weil ich glaube, es ist so entscheidend, eben zu sehen, hey, ich habe Verantwortung, Entschuldigung zu sagen für das, was ich verbockt habe. Auch wenn es nur ganz klein ist. Ja, das stimmt. Aber jetzt, also nochmal einfach noch kurz auf. Ja, Wenn ich ein Beispiel machen darf, go for it. das fällt ja oft einem schwierig, selber die eigene Erkenntnis zu haben. Ja, bei mir ist auch etwas ein bisschen komisch. So ein Bagatellenbeispiel eigentlich, aber es hat mich doch hässlich gemacht auf Christa. Ich liebe am Morgen so ein Schweizer Frühstück, oder? Ein gutes Honigbrot, einen guten Kaffee, das brauche ich am Morgen, oder? Dann stehe ich eines Morgens auf, das erste, ich schaue in den Schrank und sage kein Brot. Und ich schon ein bisschen... Das passiert immer wieder mal, ehrlich gesagt. Das passiert sehr oft, aber mein erster Gedanke war, Babe, warum hast du nicht geschaut, dass wir Brot zum Frühstück haben? Das war so meine erste Reaktion, oder? Das ist doch deine Aufgabe zu schauen, dass wir frühstücken können.
warum ist mir mein Bedürfnis für ein Honigbrot so egal und es hat nichts. Ich habe mich nicht schuldig gefühlt, weil ich hatte ein anderes Frühstück geplant. Porridge. Ja, sie hat schon ein Frühstück geplant, aber ich mag Porridge nicht. Ja. Und dann war ich schon in meinem Tunnelblick und ich habe das Gefühl gehabt, ja, sie ist daran schuld, dass es mir jetzt schlecht geht und sie ist nicht interessiert an meinem Bedürfnis und sie sollte doch eigentlich wissen, dass ich das Brot am Morgen so mag. Essen ist seine Lieblingssprache. Das Und haben dann wir gemeinsam. muss ich in diese Anschuldigung eigentlich rein, oder? Und dann hatten wir an diesem Tag keine Zeit, darüber zu sprechen, auszutauschen. Das ging dann 2 Tage. Und ich habe gemerkt, schon bin ich ein bisschen distanziert zu ihr. Nur wegen so einem kleinen Ding, oder? Ja. Und wir haben es dann geklärt. Wir haben es dann geklärt, natürlich. Ich musste erkennen, dass ich über meinen Stolz eigentlich springen muss. Also ich habe gemerkt, eigentlich könnte ich ja auch Verantwortung übernehmen, was es zum Frühstück gibt. Good Also, point. Dann ist wieder die Frage, ja, ich gehe davon aus, dass es deine Rolle ist, deine Aufgabe, deine Verantwortung für unser Morgenessen zu schauen. Aber das steht einfach so im Raum. Und dann muss man entweder ist das wirklich so geklärt, hast du das so abgemacht miteinander, dann ist es eine andere Ausgangslage. Aber wenn man einfach so eine Annahme hat und ich das so annehme und sie dann beschuldige, dann habe ich gemerkt, ja, eigentlich bin ich ja das Problem. Ich muss mich bei ihr entschuldigen, nicht sie bei mir. Also so in dieser Situation. Das könnte Das ist guter Punkt. Hey. Aber ich schon. Christa, was hilft dir jetzt gnädig sein? Ich meine, der Dom hat ja nicht viele Fehler. Der Dom ist ja wirklich fast schon perfekt. Aber wenige, gell? das gibt wieder mal einen Kaffee. Aber was hilft dir, trotzdem mit seiner Unvollkommenheit gnädig zu sein? Genau, ich glaube, was mir hilft, extrem hilft, ist immer wieder so sein Herz zu spüren. Oder wir hatten vor kurzem einen ziemlich heftigen Streit und das kommt sehr wenig vor, dass wir so richtig fest streiten und auch mal laut werden. Und ich war mir so sicher, dass ich im Recht bin und mir Unrecht getan wird. Und ich habe dir so richtig ausgeteilt und dann hast du selber so reagiert, du warst richtig verletzt und warst laut zu mir und hast mir gesagt, was du jetzt gerade denkst. Und ich bin selber erschrocken, weil ich habe in dem Moment sein verletzliches Herz gesehen und habe erkannt, hey, ich habe ihm mega wehgetan mit meinen Worten. Und ich glaube, diese Verletzlichkeit, die sehe ich ja oft vielleicht eher bei meinen Kindern. Da sehe ich noch schnell mal, die haben ein verletzliches Herz. Aber bei meinem Mann sehe ich vielleicht eher der Starke oder der vieles im Griff hat oder andere Sachen. Aber es hilft mir, wenn ich seine Verletzlichkeit sehe und spüre, wieder zu merken, hey ja, er ist auch ein Mann, der empfindet und ich habe ihm wehgetan und es tut mir leid, dass ich dir so Unrecht getan habe. Das hilft mir sicher immer wieder. Und zum Gnädigsein habe ich aber gerade umgekehrt, hatten wir auch letzte Woche, bin ich vom Arbeiten nach Hause gekommen und ich war müde und hatte es mega streng und war nicht so gut gelaunt. Und ich habe da ein bisschen schlechte Laune verbreitet bei uns zu Hause, die Kinder rumkommandiert und ihn angestumpfen. Und dann hat Dot zu mir gesagt, hey, was ist los, warum bist du so schlecht gelaunt? Und ich war so wie, hey, ich hatte streng. Und dann hat er zu mir gesagt, du bist eigentlich nie, oder doch, du hast nie gesagt, du bist eigentlich nie so schlecht drauf. Und Du hast nie schlechte Laune. Du hast nie schlechte Laune sonst. Und ich war so wie, das hat mir in dem Moment so gut getan, weil ich habe gedacht, also stimmt ja gar nicht, ich habe schon zwischendurch schlechte Laune. Aber ich habe gemerkt, genau das habe ich jetzt gebraucht, von ihm so eine Ermutigung und nicht noch so ein, ach Mann, jetzt nimm dich mal einfach mal zusammen oder hör auf und mich noch so fertig machen, sondern es hat mir so gut getan, in dem Moment von dir zu hören, du kennst mich eigentlich anders. Und das hat mir den ganzen Rest vom Tag so verändert für mich, weil ich habe gemerkt, ja stimmt, das war jetzt gerade einen schlechten Moment, aber jetzt kann ich mich wieder zusammenreißen. Und da habe ich mega deine Gnade mir gegenüber erlebt, weil ich weiß, das stimmt nicht immer. Ist interessant, das ist
das nimmt das Thema vom letzten Woche wieder auf. Ja. Du hast eigentlich das Positive ausgesprochen und nicht gesagt, jetzt bist du schon wieder oder wieso bist du? Also gibt es so viele Möglichkeiten und das ist stark. Ja, Sie haben auch diesen Prozess schön beschreiben in diesem Beispiel, eben, dass macht man verletzlich, oder? Und wenn man verletzlich miteinander ist, dann können wir auch näher kommen, Ja. spüren wir uns an Partner. Also, aber das ist eben schwierig, weil wir müssen loslassen vom Stolz oder Wut, oder das kostet uns etwas loszulassen. Aber der Gewinn, eben, wenn wir verletzlich sind, dann gewinnen wir auch, oder? Dann haben wir Einhalt. Ja, stark. Die tiefere Verbindung. Genau, ja. Kam noch eine Frage rein von jemandem, der zuschaut. Ihr dürft weiterhin Fragen stellen, das ist mega cool. Wie steht ihr zur Aussage, in der Ehe sollen zwei schon glückliche Personen heiraten und man sollte nicht mit der Erwartung heiraten, glücklich zu werden durch den Ehepartner? Ist so interessant, da spricht das an, hey, was erwartest du voneinander? Ja. Was würdet ihr dazu sagen? Also wenn du das Gefühl hast, dass dein Partner verantwortlich ist, dass dein Glück kommt und deine Bedürfnisse durch deinen Partner alles erfüllt wird, dann wirst du also in die Falle wirklich, also da willst du in die Faust laufen, oder? Ich denke, zuallererst bist du selber für dein Leben verantwortlich, selber zu überlegen, was brauche ich, um glücklich zu sein, oder was hilft mir, oder was sind meine Bedürfnisse, und dann diese Bedürfnisse auch auszusprechen, oder? Sie kann nicht erkennen, was ich brauche, sondern ich muss es ihr kommunizieren. So. Ob du glücklich ist sicher von Vorteil, ja, denke ich, wenn du glücklich heiratest. Also ich merke schon auch, ich fühle mich nicht verantwortlich für dein Glück, dass du glücklich bist. nein. Sondern ich muss für mich schauen, dass es mir gut geht, und das ist schon ein großer Teil, dass es uns beiden gut geht. Klar leide ich mit dir mit, wenn es dir schlecht geht oder wenn du nicht gut drauf bist oder etwas passiert ist. Aber es befreit oder entlastet mich auch ein bisschen, nicht noch für dich so, für dein Glück verantwortlich zu sein. Ja. Ich merke auch oft, wenn ich von dir so viel Erwartung spüre, dass ich jetzt dir alles machen sollte oder dich eben fast ein bisschen glücklich machen sollte, dann sagen wir manchmal zueinander, hey, vielleicht solltest du wieder mal Zeit mit Jesus haben oder bei ihm ein bisschen auftanken, weil ich manchmal merke, dann sind Erwartungen an mich da, die kann ich nicht erfüllen. Das kann wirklich nur Jesus machen. Aber Ich denke, das ist der große Vorteil, den wir haben, wenn wir an einen Gott glauben, der mit uns in dieser Beziehung ist, oder? Ich kann an einem anderen Ort auftanken, Hoffnung erhalten, ich kann Bestätigung bekommen, Ja. ich habe Identität erhalten, wo ich nie bei einem Partner so viel erhalten könnte. Wenn ich das alles von ihr wünschte und sie mir der Sinn des Lebens auch noch sein muss, dann das da riesen Erwartungen und Belastungen, da kannst du nur verlieren. Ja. Aber es ist ja trotzdem eben, gibt es ja eine Spannung, wo du ja auch da sein möchtest, nicht um die Bedürfnisse deines Partners zu stillen. Also möchtest dem Partner zudienen. Nicht, ich erwarte, dass er mir zudient, sondern ich möchte ihm zudienen. Das ist trotzdem noch eine Dimension, oder? Wie siehst du das? Und was meinst du damit? Ja, eben, es ist ja nicht nur, dass jeder für sich selbstständig, wir sind ja auch in einer Ehe, wo wir einander auch zudienen dürfen. Genau, und das ist schön, aber das heißt nicht, dass ich verantwortlich bin für dein Glück. Also ich denke, ich sehe das wie als etwas anderes. Natürlich, aber ein Punkt, wo wir darüber gesprochen haben, ist, dass eben das Bedürfnis wahrnehmen, das machen wir in der Ehe. Wir haben eine demutige Haltung miteinander, wir schauen füreinander, aber wir reden da von Ja. tiefes inneres Ja. Glück, also Verstehe das. Zufriedenheit, Ja. und das kann man nicht vom dem Partner bekommen. Also ich denke, ich erlebe das, wie Christian und Dom erzählt haben, wir erleben das ähnlich. Das heißt nicht, dass wir nicht glücklich miteinander sind, oder das heißt nicht, dass den macht mich ab und zu sehr glücklich, aber ich denke, wir reden von das tief innere Glück oder das Contentment im Leben, das kann man nicht von einem anderen Mensch bekommen. Das ist etwas viel Tiefes, denke ich. Das war. Ich denke auch, das ist eine Quintessenz von der Liebe, also eigentlich die Liebe, die gibt.
eine bedingungslose Liebe eigentlich, wie sie Jesus uns vorgelebt hat. Er hat nicht erwartet, dass er bekommt, sondern er hat gegeben. Und ich denke, das ist, also ich bin ein Mensch, ich wünsche, dass ich bekomme auch. Aber ich glaube, wenn die Liebe wächst zueinander, da bist du immer mehr bereit, mehr zu geben, als zu erhalten. Ja, Und das ist ja ein Prozess, dass ich mehr lieben kann, oder? Wie, Schön gesagt, vielleicht können Ja. wir genau mit diese letzte Frage beenden. Unbedingt. Wie habt ihr in den letzten Jahren verändert, um gemeinsam stark unterwegs zu sein? wie habt ihr euch verändert, Wir uns. damit ihr eben gemeinsam stark unterwegs sein könnt? Also ich glaube, unser Leben hat sich sehr verändert in den letzten Jahren. Wir haben Kinder bekommen und mussten unser Leben neu einrichten durch das und unsere Rollen auch neu verteilen, herausfinden, wer übernimmt wo Verantwortung. Und ich glaube, was mir oder uns sehr geholfen hat, ist, dass wir beide immer wieder offen waren, aufeinander einzugehen oder zu hören, was ist dein Bedürfnis und was ist meines, sei das jetzt bei der Arbeit, dass ich wieder arbeite, dass du arbeitest, dass wir irgendwie alles zusammenkriegen, braucht sehr viel, dass wir immer wieder zusammen sprechen. Wie organisieren wir uns? Das ist viel Organisation auch. Also eigentlich haben wir immer gedacht, so ein Eheabend, das klingt so prüde und so weiter, das brauchen wir sicher nie. Aber dann hast du mehr Verantwortung, hast du Kinder, hast du das Leben, das spielt verrückt, oder? Und wenn du nicht eine Zeit zum Beispiel definierst, wo du sagst, hey, wir wollen ehrliche Gespräche führen an diesem Abend und wie terminierst, das ist eine Organisation, die musst du machen. Sonst lebst du nebeneinander durch, oder? Das ist sicher etwas, das sich verändert mit der Zeit. Früher hatten wir einfach viel Zeit zusammen, weil du wenig Verantwortung hast, keine Kinder, kannst du ja machen, was du willst. Und dann verändert sich das, oder? Wie musstest du dich verändern? Oder Christa? Das ist ja die Veränderung einfach, die passiert ist. Aber was ist bei euch im Herzen? Wo habt ihr euch verändert, damit ihr besser, stärker unterwegs seid jetzt? Aber ich bin immer noch da drin. Ich bin gnädiger geworden, so in den letzten Jahren. Mit mir selber vor allem auch. Ich glaube, das fällt mir fast am schwierigsten, mit mir selber gnädig zu sein und mir selber immer wieder vergeben zu können, dort wo ich versagt habe oder mit meinen eigenen Kindern, die ich ja eigentlich über alles liebe, nicht auf die Reihe gekriegt habe, aber auch mit dir. Aber auch mit dir wieder gnädig zu sein. Das ist so für mich. Das ist eine schwierige Frage. Ja, aber ich muss ja sagen, ich bewundere euch. Ihr nicht eine konventionell, du bist immer am Arbeiten, Dom und Christa immer zu Hause. Ihr studiert und könnt vielleicht kurz etwas dazu sagen. Und ihr habt ja da einen Weg gefunden miteinander. Genau, aber ich würde sagen, das ist wie ein Prozess, in dem wir immer drinstecken. Eben, ja, du hast ein Jahr studiert, ich habe gearbeitet, du arbeitest, ich arbeite auch noch ein bisschen mit ihm zusammen im ICF mit und wir leiten zusammen diese Jugendarbeit und das ist alles sehr fließend und haben noch 3 Kinder in diesen Jahren bekommen. Und ich würde so sagen, es hat sich immer alles entwickelt und wir sind, glaube ich, beide sehr gewillt, einander freizusetzen. Also wenn du kommst und mir sagst, ich würde so gerne studieren, weil das einfach ihn so packt, dann überlege ich, wie schaffen wir das mit einer 5-köpfigen Familie, wie können wir das möglich machen? Komm, wir probieren es mal aus. Und ich glaube, das ist so unsere Stärke auch, dass wir aufeinander eingehen und versuchen, einander dort freizusetzen, wo wir unsere Leidenschaften auch haben. Und hinzuhören. Ich musste sicher lernen, hinzuhören und diese Bedürfnisse auch wahrzunehmen. Ja, aber ich müsste da ein bisschen noch studieren. Was hat sich wirklich alles da verändert? Nein, ihr sind so ein schönes Beispiel von also die Punkte, wie man die Punkte auch auslebt. Ich denke, ja, wir können von euch vieles lernen und es ist einfach schön, von euch zu hören und ja. Danke vielmals, habt ihr euch Zeit genommen. Genau, ja. Gerne. Mega, mega, mega gut, hey. Danke vielmals für den Call. Ja.
Macht's gut. Hey, Ja. wir sehen uns bald wieder in der Church. Ja, genau. Danke Genau. vielmals. Danke vielmals für eure Offenheit auch. Ja, genau. Ja. Ciao, ciao. Also, ciao, Christian und Tom. So gut. Genau, Hey. jetzt sind wir fast am Ende. Ja, hey, es ist ein spannendes Thema, dass wir unterwegs sind natürlich miteinander. Ich merke es, ein Bewusstsein zum selber, es fängt immer bei sich an. Ja. Wenn ich das alles wieder darüber nachdenke, all diese Changes, ich kann alle Dinge erwarten von dir, aber eigentlich fängt alles bei mir an. Oder? Ja, ich denke, sehr wichtig ist, dass wir über diesen Thema kommunizieren, dass wir reden, wir sprechen miteinander oder wir nehmen Hilfe in Anspruch. Eben wenn wir merken, das ist ein Thema, das für uns in der Ehe schwierig ist, dann denke ich, dann ist es Zeit, mit jemandem zu reden oder miteinander oder vielleicht sogar Hilfe in Anspruch nehmen in der Ehecoaching oder Eheberatung. Was haben wir da für Angebote? Wir haben sehr gute Angebote. Wir haben in ICF Zürich, wir haben ein Team vom Ehe-Coaching, Ehe-Mentors, Ja. also Leute, Pairless, wo wirklich bereit sind, durch ein Gespräch zu führen. Du kannst das besser erzählen. Nein, ja, das ist genau so. Und wo einfach, wenn du sagst, ich möchte mit einem anderen Paar darüber reden, das geschult wurde und das einfach, ab und zu ist es nur schon hilfreich, eine andere Perspektive zu hören. Und ich ermutige immer die Leute, nicht erst in ein Ehecoaching zu gehen, wenn es zu spät ist. Genau. Ja. Gell? So ist das. Eigentlich gehört das zu einer gesunden Ehe, so Talk, so Chats, so Ermutigung, Unterstützung. Ich denke, das ist etwas sehr hilfreich, weil das wir können in Anspruch nehmen, auch nicht nur in die Kreises, aber auch vorher. Und ich denke, das ist wir brauchen eine Kulturveränderung. Oft sagt man einfach, ja, unsere Eheprobleme oder Schwierigkeiten behalten wir für uns. Lass uns Freunde suchen, wo wir ehrlich sein können, sagen, hey, da sind wir herausgefordert, aber diese Freunde sind nicht Freunde, die sagen, ja, habe ich auch das Problem, mach lieber nichts, oder? Sondern Leute sagen, okay, lass uns zusammen für eine Lösung finden. Ich bete mit euch, ich teile vielleicht unser Journey, aber dass wir dann miteinander unterwegs sind. Ja. Ja. Hey, super, es war schön, diese Stunde, eine knappe Stunde mit euch. Lass uns noch beten zum Schluss. Es ist eine Herzenssache, diese Stolzdinge. Und ich werde mich für uns freuen auf nächste Woche nochmal, genau. Genau. Ja. Yes, hey, also auch wenn du zu Hause bist und du merkst, hey, vielleicht hast du noch nicht viel mit Gott am Hut, du kannst jederzeit zu ihm beten. Er ist der absolute Fachtyp, wenn es um Beziehungsfragen geht. Er hat uns gemacht für Beziehung. Er ist gekommen zum Beziehung wiederherstellen. Und das ist die beste Adresse, dorthin zu gehen. Da möchte ich das auch jetzt machen. Vater im Himmel, ich danke dir einfach für jede Person, die jetzt gerade zuschaut. Ich danke dir, dass du sie siehst, sie kennst und dass du unser Bedürfnis stellen möchtest und auch kannst. Und ich bitte, dass du das jetzt gerade machst, während jede Person einfach ihr Herz dir auftut. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns offenbarst, wo wir solche versteckten Stolz haben in unserem Leben, welche Beziehung kaputt macht. Also hilf uns in dem, dass wir stark sein dürfen, Schwäche zuzugeben. Damit wir stark sein dürfen, auf die Bedürfnisse von unserem Partner zuzugehen. Ja. Und hilf uns in dem. Öffne unsere Augen. Gib uns Kraft in dem. Fülle unser Leben mit deiner Liebe für unsere Ehepartner. Amen, ja. Ich bete nicht, dass du den Ehepartner veränderst. Verändere mich. Hilf mir, der beste Ehemann zu sein, den ich sein kann. Amen. Cool. Hey, war ganz schön mit euch. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Genau. Abonniere den Kanal ICF Zürich YouTube, dann wirst du immer up to date sein über alle Livestreams von unserer Kirche. Genau. Super. Ciao zusammen. Bis bald.